Das kannst du nicht tun! Lass mich sofort hier runter, du Psychopath! Bitte beruhigt euch alle. Es ist ganz einfach. Christoph, direkt vor dir befindet sich ein Hebel. Alles, was du tun musst, ist zu entscheiden, wen du retten willst. Scheiße, nein! Oh, okay. Alles ist bald okay. Ash! 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 Ashley! Wo bist du? Guten Tag, ihr Leid. Oh, wir sehen aber irgendwie übel aus. Guten Tag, ihr Leid. Wir spielen weiter Until Dawn. Was soll ich sagen, hey? Es spitzt sich zu. Was sich nicht zuspitzt, ist der Dietrich, den man bräuchte, um diese Tür hier zu öffnen. Nun gut. Also, wo ist Ashley hin? Wo sind überhaupt alle hin? Ich gucke mich mal hier ein bisschen um. Der Kühlschrank hat Strom. Ich finde es sowieso generell schön, dass alles in dem Haus Strom hat. Kühlschrank, die elektrischen Tore, alles hat Strom, außer das Licht. Das Licht geht nicht, aus irgendeinem Grund. Gibt es im ganzen Haus kein Licht, aber alles andere hat Strom. Muss man nicht verstehen, ist wahrscheinlich so ein Ami-Ding oder so. Was zum Teufel? Ist das Vogelkacke oder was war das jetzt mit dem Vogel? Moment. Ich guck mal. Oh, shit, nein. Nee, ich glaube nicht, dass das Vogelkacke ist. Ich muss da noch mal reingehen, ob da drin noch irgendwie was Interessantes ist. Ich will nicht die Vogelkacke angucken. Ich will einfach nicht die Vogelkacke angucken. Aber hier gibt's nichts. Nee, hier ist nichts. Okay, ich glaube, ich muss doch die Vogelkacke angucken. Ich sag einfach mal, das ist Vogelkacke, oder? Das seid ihr doch bei mir. Das ist hier, der hat aber, das war aber, der hat aber ein ganz großes Geschäft gemacht. Oje. Oh, wer lässt denn da die Tür offen? Ich dachte gerade, da ist ein Loch im Boden. Ja, nennt man Treppe. So, wir wurden also zusammengeschlagen von einem unbekannten Maskenmann und der hat Ashley weggeschleift. Ashley! Also in den Mülleimer hat er sie nicht gesteckt, das wird immer... Okay. Ashley? Ist jemand da, Ashley? Junge, du wurdest gerade zusammengeschlagen. Frag doch nicht so blöde. Was ist das? Schweinskopf? Hallo. Okay. Das ist irgendwie nicht so witzig. Lass mal gucken. Wer tut sowas? Ja, frage ich mich auch gerade. Ich will eigentlich da zum Schweinskopf. Komme ich zum Schweinskopf oder nicht? Der wahre Horror ist diese Steuerung. Aber die kommt jetzt nicht und fängt an zu quieken, oder? Shit. Hinweis entdeckt, Schweinekopf. Ja klar, und Wolfsgeheul. Ja, komm, aber das mit den Figürchen da, das ist irgendwie so... Es geht ja fast schon als Humor durch. Ist das da ein Weg? Nee. Ash! Ja, aber hier sind auch keine Fußspuren, Ash! Ash! oder? Ash! Geh weg, du Rabe, da oben ist ein Totem.
da. Ach. Ja, ich dachte, das ist ein, keine Ahnung, Schuppenshampoo-Totem. Steuerung. So, wir müssen also da weiter hin. Da hinten ist zumindest mal ein Licht. Ob das gut oder schlecht ist, Ashley? wird man dann sehen. Das ist Wellblechdach. Ash! Ja, komm, wir müssen natürlich reingehen. Ashley! Ich höre sie doch irgendwo. Ashley? Chris! Ash, ich bin hier! Wo bist du? Hey! Ah, Gott verdammt! das ist ein blöder Boden hier. Sorry. Ich komme, Ash! Ja, Leute, ich habe meiner Freundin Einfach weiter versprochen, mit mir. dass ich Was nämlich ist nicht mehr passiert? erschrecke, sondern hihi, weil sie Ashley, ich Abwechslung hol dich da will. raus. Keine Das ist Sorge. schwi- Solche Angst! Da ist sie. Was ist denn hier los? Beeil dich, bitte! Da ist eine Tür. Was ist denn jetzt? Das ist Josh. Bist du da? Hallo. Und danke, dass ihr alle gekommen seid. Heute Was? führen wir ein Was soll kleines das? Experiment durch. Einen Test. Was zur Hölle ist hier Und für los? dieses Experiment Ich weiß nicht, brauchen wir ich die weiß nicht. Mithilfe unserer beiden Testpersonen. Joshua und Ash. Scheiße. Oh mein Gott. Aber wir brauchen noch einen mutigen Teilnehmer, der entscheiden wird, welche Testperson überlebt und welche stirbt. Oh nein! Oh mein Gott, oh mein Gott! Nein! Chris! Hol Das uns kannst hier du nicht tun! Lass mich Bitte. sofort hier runter, du Bitte, Psychopath! bitte beruhigt euch alle. Es ist ganz einfach. Christoph, direkt vor dir befindet sich ein Hebel. Alles, was du tun musst, ist zu entscheiden, wen du retten willst. Das kann nicht wahr sein! Scheiße, nein! Das ist nicht fair! Okay. Alles ist bald okay. Also, wenn ich mich nicht entscheide, schneidet er beide durch. Lass mich doch nicht sterben! Gib mir eine Sekunde, ich... Was gibt's da zu überlegen? Da gibt's nichts zu überlegen, sorry. Ashley, du wirst nicht sterben, ich hol dich da raus! Bitte nicht! Das ist Wahnsinn! Das ist krank! Das bin ich mir nur ein, Chris! Bitte sag mir, dass ich mir das Ja, ist das der Sterbe- oder der Lebenshebel? Was soll ich denn tun? Ja, komm. Bro, wir haben so viel durchgemacht. Nein, Chris! Oh. Ich dachte, wir sind Freunde, Mann! Ich dachte, wir sind Freunde! Warum tust du das? Oh Gott, was hab ich dir getan? Jetzt hört's auf. Guck. Das kannst du nicht Ah, das hört jetzt ab. Nein, nee, nicht hinsehen, Ashley, tu's nicht. Chris, bitte sag mir, es geht dir gut. Bitte! Ich komme, Ash, ich hol dich ab, ich hol dich da runter. Psst, hör auf, bitte. Komm, los, wir holen dich da runter, komm, wir müssen hier raus. Psst, wir müssen weg, okay? Chris! Was war Ashley! das gerade? Was war das gerade? Blut? Blut? Wessen Blut ist das, Ash? Geht's dir gut? Chris, was ist passiert? Josh, was, Mann? Er ist tot. Halt, direkt vor unseren Augen, Mann. Wovon redest Er du ist ein da? Psychopath. Psychopath? Oh mein Gott, wir müssen hier abhauen. Ich verstehe einfach nicht, was Er los ist ein ist. Psychopath und er hatte eine Säge und es hieß er oder Ash. Was sollte ich denn bloß tun? Sie hat ihn zersägt, überall ist sein Blut durch die Gegend gespritzt. Was?
Oh mein Gott, Chris, was? Ich hab ihn getötet. Ich hab ihn getötet. Es war meine Schuld, Matt. Nein, das ist verrückt. Wir müssen Hilfe holen. Einfach durchgesägt. Hey, wir werden die Sache klären, Mann. Matt, wir müssen sofort Hilfe holen. Ich weiß nicht. Em, wir sollten die anderen suchen. Mike und Jess vögeln sich gerade das Hirn raus und wer weiß, wo Sam ist. Ich glaube in der Lodge. Gut, du hast recht. Hol die anderen zusammen. Aber wenn hier ein Psychopath Wollt ihr nicht rumläuft, sollten wir Hilfe holen? Oder? Nicht nur abwarten. Anstatt jetzt die anderen zu holen, also Warum diskutieren wir noch? Los jetzt! weiß nicht. Okay. Was machen die beiden jetzt? Oh. Da sind wir wieder. Ach, Draußen wird es ziemlich heftig, nicht wahr? mhm. Läuft die Nacht so, wie du es gehofft hattest? Nee. Verstehe. Und glaubst du, diese armen Menschen kriegen, was sie verdienen? Was ist denn das für eine dumme Frage, hey? Wer sind sie? Ich will dir doch helfen. Aha. Und dieses Spiel, das du spielst. Dir ist klar, dass es nicht gut für dich ist. Nicht gut für irgendwen. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Ich erkenne nicht besonders viel Loyalität in der Art, wie du spielst. Wieso nicht? Wieso? Ich erkenne da sehr viel Loyalität. Ich habe gesagt hier, ich kann Ashley besser leiten als Josh. Finde ich. Dann habe ich Ashley gerettet. Hast du jetzt vor, dich weiterhin an diesem Komplott zu ergötzen? Ja. Also, Glaubst du überhaupt, dass ich echt ehrlich gesagt. Bin ich mir, also. Was heißt echt? Ich bin mir nicht sicher, ob er ein Mensch ist. Also, er ist schon real, aber. Der Kern des Problems, alles läuft darauf hinaus. Kannst du wirklich noch den Unterschied erkennen? Ich glaube. Du fragst mich das jetzt nicht ernsthaft, oder? Achso, okay. Jetzt guckt er wieder das Fenster raus. Nicht mehr lange und er hat gar kein Fenster mehr. So, weitere These, die ich gerade aufgestellt habe. Kapitel 5. Furcht. 6 Stunden bis zum Morgen. Meine These kommt gleich. Jetzt kommt erst ein bisschen Gelaber, glaube ich. So, wen spielen wir? Mike. Scheiße. Gar nicht gut. Nein, gar nicht gut. Sanatoriumsgelände, 23 Uhr. Der hat einen struppigen Zeig mal her, wie sieht denn der Schweif aus? Ist es ein Wolf oder ist es ein Husky? Es soll wohl ein Wolf sein. Der weiß doch wohl saugenau. Ich meine, auf ihn wurde geschossen und alles. Er hat sogar 2 Wölfe. Sehen wir uns das mal genauer an. Nun gut, sehen wir uns das mal genauer an. Okay. So, also, weitere These, die ich habe. Wir sind hier im Haus von einem Horrorfilmregisseur. Wäre es nicht möglich? Ich meine, woher kommt denn diese lustige Säge? Und damit meine ich nicht, dass der Vater, der Horrorfilmregisseur, irgendwie ein Psycho war, sondern ich glaube, das sind alles Requisiten. Und dass Josh gar nicht tot ist, sondern dass Josh
Oder irgendjemand oder alle oder inklusive, also Josh muss auf jeden Fall dabei sein, weil er ist tot. Also er wurde durchgeschnippelt. Dass er da mit drin hängt und noch jemand, also dass da mehrere und irgendwie so. Vielleicht machen sie das alles, um die Beth und Hannah quasi auf dem Gewissen haben. Irgendwie, weiß schon. Okay, gut. Ich finde immer gut, wenn Leute meinen Gedanken folgen können. So, wir sollten also dahin gehen, wo Licht ist. Ist ganz klar. Gut, gehen wir nach links. Was ist denn das für ein Anwesen hier? Ist hier was zu gucken? Nicht wirklich, ne? Da ist ein Zaun vorm Gitter, okay. Ich verstehe sowieso nicht, wo... Was ist denn das für eine riesen Villa, die jetzt hier einfach mitten im Nirgendwo ist? Das ist doch total bekloppt hier. Und kein Totem weit und breit. Das kann ja wohl gar nicht sein. Was ist denn das für eine unreale Villa hier? Aber wenigstens ist eine Rollstuhlgerecht. Ah, nee, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, guck mal hier, rollstuhlgerecht. Kannst du mit dem Rollstuhl hochfahren? Nee, das ist einfach ein Stück Wellblechhütte. So, ich gehe jetzt natürlich erstmal da noch links runter. Da brennt ja auch Licht. Ah, da ist er vorhin hingegangen. Das ist dieser Fels. Also muss ich erst an die Tür gehen. Um rauszufinden, dass die Tür natürlich abgeschlossen ist. Oder kommt der Wullewuchs raus und beißt mir in die Bobbes. Okay. Aha. Das ist schon mal die Kapelle, das ist schon mal gut. Da braucht er sicher. Ach Gott, ein Knochen, weißt du. Und die Hunde merken auch nicht. Oder die Wölfe oder was, Wolfshunde, die merken auch nicht, dass da einer vor der Tür steht. Woher denn? Ja, komm. Abgeschlossen. So, gut, ich darf wieder zurückgehen. Das ist gut, dann muss ich ja wohl doch erst zurückgehen. Nein, ich gehe jetzt... Sieh mal an. Ja, sieh mal an. Das Blackwood Pines Sanatorium eröffnet 1922. Mens sana in corpore sano. Das heißt, geröstet sei mal ein Kaffee oder so, glaube ich. In Lateinisch ist etwas eingeröstet, gerostet. War ein Wortspiel. So, lass mal hier gucken. Da war doch gerade eben noch, das konnte man doch angreifen, das habe ich doch gesehen. Ja, komm. Ja, okay. Der will nicht. Der will. Mach langsam, guck. Ernsthaft jetzt? Da erscheint kein Dingens zum Anfassen. Aber da liegt doch ein Zettel. Kann ich da runterhüpfen? Nee. So, ich gehe jetzt da raus. Ich gehe da nicht rein. Ich gehe jetzt da rechts raus. Guck mal, ich meine, das ist ja auch noch schön beleuchtet für die ganz Doofen unter uns. So. Es war ja offensichtlich, dass es hier wohl weitergeht. Ah, komm. So, weil... es halt so ist. Verdammt. Also, wir hätten jetzt auch noch uns ein bisschen drin umgucken können, aber ich wollte unbedingt hier reingehen. Also, von daher, so ist es. Kann ich alles haben. Da liegt ein Hammer. Den hätte man schon mal. Was ist
ist da? Ach so. Warum? Aha. Ach so, da kann ich jetzt da drauf klettern. Ja dann gucken wir uns erstmal noch ein bisschen um. Dann müssen wir nämlich hier hingehen. Der guckt da immer darüber. Was ist da? Ist doch gar nichts. Du alter Lachsschinke, du. Da, was war dieses X gerade, was da ganz kurz erschienen ist? Da war eben ganz kurz ein X. Ihr habt es doch auch gesehen, oder? Ich meine, ich werde das jetzt nicht hier auf 100% spielen oder so. Aber ich will mich schon in Ruhe umgucken. Auch wenn es nichts zu gucken gibt. Da bin ich reingekommen, also von da oben. Da war eben ganz kurz ein X zu sehen. Als ich da raus bin. Ich mal rum, Junge. Da irgendwie so. Nun ja, dann war da halt... Ich glaube, es geht einfach nur um das da. So, komm. Dann klettern wir da mal hoch. Hallöle. Alles klar. Da bin ich rechts, bin ich rausgekommen. Also reingekommen eigentlich, nicht raus. Nur pass bloß auf, dass du den Kopf... Da oben war gerade noch irgendwie was zum... egal, erstmal das machen, was auch immer. Ah, hochklettern. So. Wow. Ich weiß, wo ich bin. Besser. Ich bin doch jetzt bestimmt innen drin, da wo ich vorhin an der Eingangshalle... Ja klar. Okay, das war jetzt vollkommen sinnlos. Das war einfach vollkommen sinnlos gerade. Ja, Junge, jetzt brauchst nicht da hinten hinzugehen. Da waren wir schon. Das ist zu. Aber du kannst noch mal da zum Brief gehen. Guck, jetzt ist der Prompt da. Prompt erscheint da der Prompt. So, jetzt habe ich ihn auch. Komm mal her. Mitteilung. Datum 4. Januar 52 am Sanatoriumpersonal. Mr. Rouge. Roachy, keine Ahnung. Betrifft Rettung der Bergarbeiter. Hiermit informiere ich Sie, dass die Rettung der Bergarbeiter morgen, 5. Januar, abgeschlossen werden soll. Da die Zahl der überlebenden Bergarbeiter unbekannt ist, bereiten Sie alle Betten auf Station A vor. Die Presse wird morgen vor Ort sein. Sie muss Zeuge werden, dass wir den Bergarbeitern die bestmögliche Behandlung angedeihen lassen. Beachten Sie, dass den Besuchern von der Presse der Zutritt zur Psychiatrie untersagt ist. Nichtbeachtung dieser Anweisung würde sich schlecht auf Mr. Brack und das gesamte Sanatorium auswirken und hat eine fristlose Kündigung zur Folge. Okay, also irgendwas ist den Bergarbeitern passiert und die haben gesagt, ja hier, die sollen sich drum kümmern. Wahrscheinlich damit dann das Sanatorium gut dasteht, wenn sie die gut versorgen oder so. Da haben wir schon geguckt gerade eben. Da hinten, nee, da geht's nicht die Treppe hoch. Wohl, geht's da die Treppe hoch? Weißt du, da rechts meine ich jetzt so? Nee. Nix Treppe hochgehen. Gut. Dann werden wir jetzt mal durch die Admin-Tür. Wenn du in Batman... Jetzt habe ich einen Witz verraten. Ein schlechter Admin bist du dann ein Batman und wenn du dann dabei pfeifst, machst du dann einen Batman-Ton. So, okay, der war... Ich muss ja hier diese Stimmung hier ein bisschen auflockern. Wow. Da wollte aber jemand unbedingt reinschauen. Okay. Und du meinst, du kriegst das hin mit deinem knorrigen Holz da? Ja, kriegt er. So.
Stechuhrkarten. Scheiße, ist das krass. Northwest Mining Company. Ja, okay, aber warum ist das krass? 30 Stechuhrkarten. Transkript ausblenden, also. Ja, danke. Mache ich genau was damit? Keine Ahnung. Ein bisschen mehr Erklärung, Leute. Hier ist nichts mehr. Ein Haufen alte Schreibmaschinen. Okay. Ein Fotoapparat. Das ist keine Sony Cybershot, bin ich mir ziemlich sicher. Eine kaputte Kamera. Nun gut. Nun gut. Die Kamera ist kaputt. Scheint hier durchzugehen. Ei, habt ihr gehört? Ich hab ein bisschen mich erschrocken. Wie es die Freundin von mir will. Da. Erfreu. Ich gehe erstmal geradeaus durch, ne? So, einmal Zeitung bitte. Also die Alberta Post. Reporter auf Blackwood Mountain angegriffen. Blackwood Pines, AB. Ach, Alberta. Oh, Alberta. Alberto? Alberta. Ein Reporter des Alberta Bugle wurde gestern von Sicherheitskräften des Blackwood Sanatoriums angegriffen und anschließend ins Krankenhaus eingewiesen. Chuck Bernstein, ein leitender Nachrichtenreporter, wollte die Bergarbeiter interviewen, die am Dienstag unter dramatischen Umständen gerettet wurden. Die Männer waren unter Tage für über 3 Wochen eingesperrt, nachdem Befestigungen in der Northwest-Mine im Dezember zusammengebrochen waren und werden jetzt wegen Unterernährung und Traumata im Blackwood-Sanatorium behandelt. Jefferson Bragg, der Alleineigentümer der Northwest Mining Company und des Blackwood-Sanatoriums, erklärte dem Bugle gestern, der Vorfall sei bedauernswert und eine umfangreiche interne Nachforschung wird durchgeführt. Weiterhin behauptete er, dass Bernstein ohne Erlaubnis das Sanatoriumsgelände betreten hätte. Es wird angenommen, dass der tätliche Angriff aufgrund eines Streits um Bernsteins Kamera entstanden war, die kurz zuvor konfisziert worden war. Okay, der hat also auch Fotos gemacht, dann haben sie ihm die Kamera abgenommen. Das war wohl die wir gerade gefunden haben, oder wie? Möglich. Da sind wir hergekommen. Gehen wir jetzt natürlich darüber. Da müsste da noch eine Tür sein, genau. Was ist das? Eine Taschenuhr. Für meinen lieben Jefferson. Wir haben alle Zeit der Welt. Ach, die nimmt er mit. Weißt du? Letztens den Baseball von seinem Kollegen, von seinem Kumpel, von der Kindheit von seinem Kumpel, weißt du? Den lässt er liegen, aber irgendeine Uhr, wahrscheinlich ist die wertvoll, weißt du? Ja, die nimmt er mit. Okay, Kinder, die Seil hüpfen und Drachen fliegen lassen und so. Okay, das ist jetzt erstmal nicht gruselig. Da war ich. Warte mal, da kann ich... Ja, komm. Ja, da komme ich nicht rein. Da ist ein Tisch. Dann geht es wahrscheinlich hier weiter. Geht es? Da hinten steht eine Lampe. Jetzt mach doch mal die Schultern ein bisschen zusammen, Junge. Dann passt da auch durch den Türrahmen. Du hast doch keine Rasierklingen unter den Achseln. Was ist mit dir los? Medizinischer Bericht Bergarbeiter. Behandelnder Arzt Dr. N.H.F. Bowen. Medizinischer Bericht. Berichtsbetreffend. Ausgangszustand der 12 Bergarbeiter nach dem Einsturz der Mine und der anschließenden Rettung in Blackwood Pines. Aufnahme. Bei Aufnahme der 12 Patienten in die medizinische Einrichtung des Sanatoriums hatten wir angenommen, die Männer seien völlig ausgemergelt, erschöpft und verwirrt. Jedoch machen die Bergarbeiter einen überzeugenden und relativ gesunden Eindruck, der sich auf ihren offensichtlichen Fund von Notrationen in der Mine zurückführen lässt. Wie prognostiziert, wiesen einige der älteren Männer eine gehemmte Atemfunktion sowie Symptome einer Lungenentzündung auf. Auf psychologischer Ebene war die
war der Wiedereingliederungsschock. Ist das nee? Ich komm noch mal rein. Guten Tag, ihr Leid. Auf psychologischer Ebene war der Wiedereingliederungsschock für einige Gruppenmitglieder nach der 23-tägigen Isolation schwierig zu bewältigen. Auch wenn ihr äußerlicher Gesundheitszustand besser als erwartet ist, besteht eine Beeinträchtigung aufgrund der Gefangenschaft in der Mine. Behandlung. Aufgrund der labilen Verfassung einiger der Patienten haben wir Flügel A des Sanatoriums abgeriegelt. Es werden so bald wie möglich psychologische Analysen durchgeführt. Die Männer mit Atemschwierigkeiten wurden zu einer Bronchoskopie unterzogen und erhalten eine Behandlung mit Streptomycin. Ja. Die restlichen Patienten stehen rund um die Uhr unter strikter Beobachtung, unterzeichnet Dr. Nicholas Henry Fowlis Bones. Also die haben vollkommen zufällig die 12 Männer eine Notrationen gefunden im Bergwerk. In einem Bergwerk irgendwo wahrscheinlich gutes Wallmeat wie in Castlevania oder sowas haben sie gefunden. Kann es vielleicht sein, dass das, also jetzt so eine Idee von mir, aber waren das vielleicht 13 Bergarbeiter? Und 12 kommen raus und einer war Notration? Könnte doch sein. Ja, nö, wir haben Wallmeat gefunden. Schon klar. So. Okay. Spannend, wo wir da jetzt hinkommen. Runter auf jeden Fall. So. Also wir müssen ja immer noch, ich meine, das ist ja hier keine schöne Walking Sim ohne alles. Wir müssen hier aufpassen. Hier läuft ja noch der Typ mit den 2 Wölfen rum. So, was haben wir denn hier? Eine Tür. Oh, scheiße. Krass. Krass. Nimm mit, Junge. Man weiß, wann du wieder eine coole Waffe kriegst. Kann ich die drehen? Ja. Yeah. Bin ich jetzt der Messermann? Kann ich jetzt damit rumlaufen? Moment! Ganz am Anfang. Also die allererste Folge, die allererste Szene hat ein Mädel, ich glaube es war Beth, Müll rausgebracht, hat vor einem Jahr gespielt. Und da war ein Messermann mit einer Laterne, glaube ich. Okay, Laterne weiß ich nicht. Auf jeden Fall ein Messermann. Er hat aber das Messer in der linken Hand gehabt. Waren wir das? Haben wir es gerade wieder gefunden? Kann das sein? Finden wir es raus. In der nächsten Folge. Tschüss. Haha, Cliffhanger.